Und schon geht das Abenteuer weiter hier bei The Wind Waker in HD. Hallo Leute, willkommen zurück. Ja, ich bin hier am Startmenü deswegen drin, weil ich euch mal kurz was zeigen wollte. Guck mal hier, Heldenmodus, Normalmodus. Genau, doppelt so viel Schaden, ist ja klar. Das heißt, man kann sogar während des Abenteuers den Heldenmodus, Normalmodus wechseln, also hin und her. Ist doch schon, ja, muss sagen, eine geniale Idee. Und links stimmt's. Hier, Mann, ganz geil. So, ach, wieder volle Farben gebracht, alles wieder supi. Alles klar, letzter Part, genau, wir haben es gesehen. Da ist irgendwie so ein riesiger Vogel mit einer jungen Dame abgestürzt und ja. Wollen uns beide finden, aber ohne Schwert natürlich ein bisschen doof. Deswegen holen wir jetzt mal unser Schwertchen. Ja, klappt alles noch, wunderbar. Rotznasenlöffel, was macht eigentlich? Moment mal ganz kurz. Ah, ja, wir können mal ganz kurz gucken, was eigentlich auf dem Gamepad passiert. Wenn ich jetzt hier mal Start drücke auf dem Pro-Controller, aber scheinbar wird es am Gamepad einfach nur ein bisschen ausgeblendet. Sonst passiert da nichts weiter. Hallo, alte Opi! Alter, was ist ein Gehirn? So. Buenjäger lässt grüßen. Mal gucken, ist denn der Vater Orca? Ist der jetzt... Will uns ein Schwert hinterlassen? Gib uns unser Schwert, wir brauchen's. Oh, Michael, was hast du? Du bist so blass, ist etwas geschehen? Was auch immer es ist, das lässt ihn zu vermuten. Bla 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 bla. Was? Wie sieht's aus? Ich kannst du lernen? Ich brauche ein Schwert. Okay, das kann ich bereits. Bin jetzt ein bisschen verwirrt, aber okay. Mal gucken. Hey ja! Schön, immer mein Hund, total lieb. Drücke B und greif mich an. So. Bis es reicht, ja. Oh, Entschuldigung. So. Hey, hey ja. Und hey ja, hey ja, hey ja, ho. Gut, vertikal lieb. Anvisieren und B drücken. Juhu. Du kannst schon, du weißt, du kannst. Zack, zack, zack und bam. Und der Stock müsste mal bersten, aber tut's nicht. Sehr schön, Ausfall und dann bewege es mir und gib alles, was du hast. Ausfall 10. Ja. Ich hämmer dich an die Wand. Wilberattacke. Ah, die Wilberattacke, jetzt kommt's endlich mal. Okay. Versuchen wir mal so, wa? Ja, sehr gut, mehr davon, mehr. Okay, versuchen wir mal so. Es klappt noch, ja, wunderbar. Was kann man so eine Spezialattacke? Was den Gegner mit Hilfe von Zettel als Trick und drücke A, sobald A erscheint. Wieso? Bäm! Der Rundumhieb, der kennt man auch aus Twilight Princess. Geile Technik. Ach, habe ich eine Reaktionsgeschwindigkeit, ist ja fabulös. Heia! Ich will noch eins sehen. Kannst du haben? Sehr gut, mein Junge. Sehr gut. Ich bin unruhig, hast in deiner Schwertführung. Weit stärker als nur der bloße Ehrgeiz, es beherrschen zu wollen. Ich weiß nicht, was dir zugetragen hat, aber ich habe das Gefühl, dass du das Schwert nicht für unlauter Zwecke verwenden wirst. Nimm es an dich und führe es gut. Jo, machen wir. Das Heroinschwert. Bitte was? Also, nicht Heroinschwert, sondern das Heldenschwert. Schwingen ist durchdrücken von B. Ja, ist perfekt zu beherrschen. Schön, schön. Als Instrument zur Bekämpfung des Bösen ist das klar, Kleiner. Jo, werde stark und wachsen mit den Aufgaben, Michael. Machen wir. Salom. So, wenn ich schon mal dabei bin. Tschüss, ich war's nicht. Gut, ein Schwert hätten wir, Freunde. Fehlt noch der Schild. Die Frage ist aber, kriegen wir den Schild überhaupt schon? Eine gute Frage, gute Frage. Was macht die Frage? Sehen wir hier überhaupt schon etwas? Ah, hier ist es ja. Hier ist unser Heldenschwert. Schwert, das du von Vater O gehalten hast. Mit B schlagen. Ja, womit denn auch sonst. Gut. Der Schild, wir brauchen den Schild. Ich weiß echt nicht mehr, kriegen wir den Schild jetzt schon oder? Ich glaube eher später, wa? Das war doch erst nach dem Ereignis. Versuchen wir es trotzdem. Omi, ich brauche ein Schild. Ist das am Rücken etwa? Ist das etwas so Gefährliches? Okay, wir kriegen kein Schild. Schamkleister. Muss halt ohne Schild funktionieren. Nun gut, die ersten Abenteuer sollten eigentlich geritzt sein, aber Heldenmodus mit 3 Herzen, ich weiß nicht so genau. Wenn ich mich an Skyward erinnere, haben die Gegner teilweise bereits 1 bis 2 Herzen abgezogen. Ich hoffe, hier war es noch so, dass es trotzdem nur halbe Herzen zu ab sind. Sonst könnte es ein Failpart werden. Ja, wäre ein toller Einstieg, wa? Was ist denn für ein Felsen da?
Sieht so merkwürdig aus. Ja, noch ein Rubin drin, da ist es super. Gut. Laufen wir mal ganz geschwind nach oben, während ich mein Headset ein bisschen lauter stelle. Irgendwie ist Twin Drake ein bisschen leise hier bei mir. Keine Ahnung wieso. Bei euch, nachher, auf YouTube. Sicher nicht, keine Sorge. So, jetzt sind wir da oben. Ja, es ist ein schönes Spiel. Irgendwie hat die Frisur von dem Typen da unten ein bisschen seltsam geglänzt. Egal. So, was steht da? Überqueren verboten! Interessiert mich nicht. So, kann ich doch auch? Ja, so geht's ja auch gut. Ja, die Wirbelattacke ist noch ein bisschen... Naja, doch, es geht. Brauchen wir mal ein bisschen Übung. Ist ein bisschen anders als danach bei Skyward Sword. Aber einmal wieder präzise Knopfsteuerung, Führung. Naja. Wird schon gut gehen. So, die Musik ändert sich jetzt langsam mal. Der Wind. Er weht. Tja, was soll er sonst tun, wa? Da unten ist das Schiff, okay. Jetzt hat es doch hier noch was gehabt, oder? War hier nicht ein bisschen... Ach nee, kommt ja später, wa? Wow. Geld, okay, ihr seht schon keine Herzen, wegen dem Heldenmodus halt. Ich hab eigentlich... Na gut, Mana kommt, wie gesagt, erst später. Magie kann man sonst ja auch noch bekommen, aber eben. Da kommt ja alles sehr spät. Wir haben noch so viel Zeit. Hilfe. Rennen geht hier nicht mehr, wa? Ich habe die ganze Zeit versucht, hier auf den A-Knopf zu drücken, wegen Skyward Sword und so, aber eben geht ja noch nicht. So, mal gucken. Wer ist denn hier Schönes? Und da ist sie ja, die junge Dame. Aber Vorsicht, hier hat es irgendwo Gegner. Irgendwo hat es hier Gegner. Ich riech sie doch. Da unten ist bereits einer. Das war's. Wo ist der andere? Das ging ja schnell, wa? Voll die dunkle Aura. Ja. So. Hier müsste eigentlich eine... anpressen, ja, nicht jetzt. Hier müsste doch eine Feenquelle sein, oder? Feenquellenruine, genau. Aber das geht erst, sobald wir hier halt... Was ich noch gut finde, ist, hier steht, der Held der Legende soll diese Quelle aufgesucht haben, als er Schöpfen im Kampf war und ihm erschien eine Fee. Da frage ich mich doch, dass eine Anspielung auf Ocarina of Time ist. Welche Fee, welche Höhle hier war es denn? Wo kann man die bei Ocarina of Time einordnen? War es die beim... Schloss Hyrule geht es sicher nicht. Was bei den verlorenen Wäldern vielleicht? Dort hatte sie auch eine Feenquelle gehabt, das ist nur eine kleine, aber trotzdem. Es hatte eine, so. Das Schwert zücken, hier unten hat es noch ein paar mehr. Vor allem kommen gleich noch ein paar mehr, wenn ich mich richtig erinnere. Jep, was habe ich gesagt? Ich wusste es doch. Okay, da sind sie schon, die Spackos. Die Spassis vom Dienst. So. Wow. Sag mal, hier bin ich, du. Wow. Alter, Link! Wieso triffst du nicht mehr? Was sind das gerade, Leute? Ich habe nicht mehr getroffen. Ich habe noch gerade ausgezielt. Also ein bisschen crazy. Wo bin ich denn? Ey, das würde ich nicht tun. Du fällst ja sonst nur... Ja, komm schon. Ja, selber schuld. Na klar, der Ass soll unten, sie sind noch oben. Au. Ja, ich hab dich ja gewarnt. Was hast du denn für Klamotten an? Ja, Chima, wo bin ich hier? Ich bin Link, der auserwählte Held, alles klar? Nachher, von diesem riesigen Vogel. Captain Tetra! Jo Leute, das ist Tetra! Ach, wenn ihr wüsstet, wer das in Wirklichkeit ist, ey. Das ist noch so geil, oder wird noch so geil. Dem Kabautermann sei Dank, ist er unverletzt. Als ich in den Wald hoch um den Berg stürzen sah, da dachte ich schon, es wäre mir auch geschehen. Halt, hoch um den Berg? Der verdammte Vogel hat mich also in den Wald oben auf den Berg fallen lassen. Ja, wäre es der lieber gewesen, wäre im Wald unten am Berg gewesen, oder? Versteht ihr, warum sie sich so aufregt? Das ist ja wohl die Höhe. Ja, wortwörtlich ist, war ja auch hoch oben. Los, jetzt unter die Grundkonzo, gehen wir! Was mit Kleinen hier? Was soll ich mit dem sein? Komm nicht hin und komm gefälligst mit! War es gar.
Was ist das für eine Schrulle? Ja, Link fand mich gerade auch. So, und jetzt? Michael! Ja? Errol, unsere Schwester! Hi! Hallo! Ja, alles gut. Geh zurück zu Omi. Nein, Errol, mach das nicht. Komm nicht hier hin. Nein, Errol. Oh oh. Das gibt's doch nicht! Michael! Du dämlicher Spatzen hier und komm runter! Link, du kannst hier fliegen! Alter Schwede! Hey Mann, Idiot! Vollidiot! Zack, wir jetzt rum! Nein, meine Schwester ist weg! Wurde entführt. Oh, Scheibenkleis. Das gibt sicher Stress mit Omi. Ne, ist schon großer Bruder und so. Was? Wir sind bei unseres Schiffes? Also, dann hast du irgendwie mitbekommen, wer wir sind. Wir sind Piraten, Kleiner. Ja, und du schuldest mir was. Wir nehmen nicht nur unseren Knips mit, wie dich mit. Bitte was? Ich verstehe, dass du deine verschleppte Schwester unbedingt retten willst, aber wir sind weder an den Kreuzen noch die Wohlfahrt. Wir haben nichts mit deinem Problem zu tun. Was du nicht sagst. Hey, geht's noch gut mit dir? Was hast du von der Seite an, du komischer Vogel? Nicht gleich aufregen. Ich wollte nur sagen, wenn du hier nicht abgekreuzt wärst, hätte man dieses Mädchen auch nicht verschleppt. Willst du damit etwa irgendwas andeuten? Ja, das will ich. Peace, Mann. Meine Arbeit als Postbote bringt es mit sich, dass auch viele rumkommen und viele verschiedene Inseln besuchen. Ist vielleicht zu Ohren gekommen, dass seit einiger Zeit auf diversen Inseln junge Mädchen entführt werden? Und nicht nur das, es handelt sich dabei ausschließlich um Mädchen mit langen, spitzen Ohren, wie du. Ja. Er hat auch lange spitze Ohren, nicht wahr? Ja, sind halt Hylianer alles. Was sagen will, dieser Vogel hat sich offensichtlich mit dir verwechselt und somit irrtümlich verschleppt. Kacke, Mann. Und außerdem war es Michael hier, der dich von den Monstern im Wald gerettet hat. Stimmt das? Jo, Mann. Jo, noch etwas. Woher weiß der Vogel sein? Der war gar nicht dabei. Dieser riesige Vogel scheint sein Nest, wenn man so will, in der verwunschenen Bastion zu haben, die nördlich von hier liegt. Verwunschene Bastion? Manche Insel, die... Was gedenkst du also zu tun? Wenn ihr doch ohnehin schon dabei seid, wäre es ja nicht das Schlaueste, den Jungen gleich mitzunehmen? Pah, die Rede hättest du ja sparen können, denn das hatte ich sowieso vor. Ja, klar, jetzt plötzlich. Die verwunschene Bastion hört man ja im Netz sein, nur die haarsträubendsten Geschichten. Sag bloß, du hast allen Ernstes vor, mit dieser Ausrede von einem Schwert dahin zu gehen. Bitte was? Ich meine, selbst auf dieser verschlafenen Insel muss es doch wenigstens noch sowas wie ein Schild geben, oder? Schließlich willst du nur vor eventuellen Gegnern ja nicht dumm dastehen. Sobald du etwas Brauchbares aufgetrieben hast, lass dich an Bord. Und nur damit du Bescheid weißt, wir sind erstmal an Bord, kommen so schnell nicht mehr hier vorbei. Verabschiede dich also mal von deinen Lieben, damit sie dich nicht gleich vermissen. Ist klar, Mann? Ja, ist klar, alter Schwede. Den Ton drauf ist er. Unglaublich. So, das sind ein paar Boote, schön. Wir wollen ja den Schild haben von Omilein. Wir müssen erstmal Omi erklären, dass wir jetzt weggehen und ja, dass wir unsere Schwester haben entführen lassen. Also ja, zugesehen lassen oder zugelassen haben, wie auch immer. Oh Mann, ja. Großer Bruder und so. Ich kenne das ja leider. Das heißt leider, mein großer Bruder sein kann durchaus lustig, durchaus interessant, durchaus auch spaßig sein, aber in der Regel kann es auch ziemlich nervig sein. So, ganz kurz, dann haben wir da drüben noch etwas. Da gab es doch auch immer allerhand, allerlei, aber gab nichts Besonderes, wa? Nö, das sparen wir uns für später auf. So, erstmal Schild holen und dann geht's zur Rettung unserer Schwester. Omi! Ah, da bin ich ja. Michael, was ist los? Bitte sag es deiner Großmutter. Wo ist Errol? Sie ist wieder noch draußen, oder? Bezweifle ich irgendwie. Ja, du verheimlichst dir doch nichts, oder? Nee, aber ich muss einfach mal... Ich nehme es einfach mal mit. Bitte was? Wo ist das Schild? Schild, wo bist du? Schild, wo ist das Schild? Oma? Wo hast du denn das Schild hingetan? Michael? Ja, was denn, Omi? Du suchst dies hier, nicht wahr? Genau der. So ein bisschen klein, aber naja.
Nimm ihn. Du hast den Herion-Schild erhalten. Man sagt, der legendäre Held soll ihn verwendet haben. Das bezweifle ich ein bisschen. Ja, unser Hylios-Schild sah doch ein bisschen anders aus, Freunde. Drücke jetzt den Daumen vor dir zu halten. Du kannst dich mit erhobenem Schild bewegen, indem du ein Ziel erfasst. Oma? Oma. Dann ist es also wahr. Emil wurde verschleppt. Warum tun sie meiner Kleinen so etwas an? Tja, Scheibenkleister. So ist das Leben. Fuck Entwickler. Was weiß ich. Tja, muss leider sein, Omi. Emil. Hallo, ich muss jetzt gehen. Ich bin schon erwachsen, ich muss gegen Gegner antreten. Emil. Oh. Ja, ich verstehe es ja, aber kannst du bitte mal Michael sagen? Emil, so, jetzt reicht's mir. Ja, ist doch immer so. Und die Jüngsten machen es am meisten Sorgen, die Ältesten, ja. Die sind ja schon fast erwachsen und so, und die muss man sich da gar keine Sorgen mehr machen. Nee, gar nicht nötig. So, haben wir ein Schild. Yeah. Heuer. Geil. So. Hier bin ich. Wir können losgehen. Na, der Schild hat aber auch schon einen besseren Tag gesehen, wa? Ob der wohl noch zu gebrauchen ist? Ich will es mal hoffen. Na, er wird schon seinen Zweck erfüllen. Also dann, stechen wir in den See. Bist du bereit? Na, Logo, wie immer. Tschüss. Schickt uns eine Ansichtskarte, wenn ihr unterwegs seid. Michael, viel Glück. Rette deine Schwester Eywell. Und pass gut auf dich auf. Oh Mann, ey, was für Freunde. Tschüss. Wir kommen schon wieder. Irgendwann. Hä? Aber, das kann ich nicht. Ist das wirklich unsere Oma? Die es nur vergewissen wollte, dass wir auch wirklich abhauen. Tschüss, Omi. Ja. Sie winkt nicht mal. Bist du irgendwann mal fertig mit Winken? Mit was? Wenn ich das sehe, frage ich mich, ob es nicht vielleicht das Beste wäre, du würdest dir die ganze Zeit mal überlegen und von Bord gehen. Glaub mir, bald bist du völlig frei mit den Nerven und von Heimweh zerfressen. Sei vernünftig, überleg es nochmal. Noch ist nicht zu spät, zur Insel zurückzukehren. Keine Chance, Mann. Wieso hat Link eigentlich blonde Haare, aber schwarze Augenbrauen? Und Tetrin gegen eine blonde oder so blond-grüne Haare, grüne Augenbrauen? WTF. So, wie sieht's aus? Michael, da findest du so Planen rum, du bist nur alle. Ich hab dich Nico zugeteilt. Nico, ja. Den kann man auch aus, bei dem Hourglass und Spirit Tracks. So, öffnen. Wer ist das eigentlich noch? Mann, ein echter Glücksfall für Nico. Ja, ganz von den Mannschaftsrangs haben wir schon ziemlich schwer, ja. Nico scheint regelrecht begeistert, dass er jetzt nicht mehr das letzte Glied in der Kette ist. Als ein Obermatrose wird er dir bestimmt nicht leicht machen, genau. Aber wenn du gut mindestens ein bisschen Spiel machst, wird es nicht so schlimm werden, genau. Du bist bestimmt auch schon ein bisschen, ja, ein bisschen älter. Ein ganz kleines bisschen. Nicolein, wo bist du denn? Oh, nicht so forsch. Das hier ist Captain Tetras Kajüte. Das geht doch nicht. Selbst wir dürfen nur alle Jubeljahre mal rein. Ist ja mal klar, dass Fremde überhaupt keinen Zutritt haben. Tja, so ist das. Alter, ich will den nicht synchronisieren. Das klingt so, ihr wisst schon, so übertrieben und so. Aber seine Stimme ist ja auch so, Alter. Na egal. So, Nico, bist du? Nico. Ein paar Rubine, schön, 111. Ist eine schöne Anzahl. Zack, 112, 13. Ja. Gut. Nico. Hey, naja, ich bin heute ein Obermatrose, kapiert? Also auf das, was Nico dir sagt, wir werden bestens verstehen. Also, als erstes machen wir mal dann Aufnahmetest. Wie ist das für einen neuen Gehör, kapiert? Also, mal genau so, wie ich es mache und schau dir tüchtig was ab, kapiert? Der kapiert. Kapierst du mal was? So bestätigst du den Schalter hier. Stell einfach davor und bewege L, um auf den Schalter zu steigen. Kapiert? Wenn du noch einmal kapiert sagst, hey. Dann schlage ich deinen letzten Zahn aus. Ja, Plattform ausfahren, draufspringen. Wow.
Mit den Stummelbeinen. Weitspringen ist leider nicht drin. Also gibt natürlich einen Trick. Ja, den gibt's doch immer. Ah ja. Na klar, jetzt springt man so hoch. Loslassen drückst, lässt du los. Hoi, hoi, ja. Wow, geil, wa? Also, das kapiert man. Anders bleiben die Plattformen nicht ewig oben, das muss ich ja schon ein bisschen beeilen. Kapiert? Hör auf, mich zu kapieren. Na klar, jetzt wird es so schnell hingekommen. Ah, mindestens ein Jahr Übung. Was ist ein Jahr Übung? Ich habe keinen Zeit für so ein langes Let's Play. So. Bringen wir mal nach unten wieder. Link. Geht dort. Nach unten. Sollte von vorne anfangen. Haben wir wieder die ganze Zeit. Nur für uns. Bitte was? Nein. Na komm schon. Was soll das denn werden, Mann? Du musst schon genauer springen. Du kannst die Richtung ändern. Wenn es um anzuhalten, ist das klar, Mann? Ja, es ist klar. Schnauze. Ich habe nicht mehr so viel Zeit. So, runter damit. Sind also sehr präzise, diese Seile, wa? Ein bisschen anders als bei Skyward Sword. Hatten wir ein bisschen mehr Spielraum. Wow, das war aber knapp. So, das müsste eigentlich klappen. So, sehr schön. Genau ausrichten. So, wunderbar. Jetzt noch den hier, ganz kurz. Komm wieder runter. Bitte nicht so. Bin schon da. Was? Das ist das schnell geschafft? Ich hab's ja voll unterschätzt. Ja, muss zugeben, so schnell ging es noch nie. Warum es das so geben kann? Wird schon passen. Also, die Schatzkiste drüben ist für dich. Keine Ahnung von einem, ja. Den Schatz besser schnell, bevor jemand kommt. Ja. Andere Frage, Leute. Wie kommen die... Ich meine, das sind doch... Das ist ein Schiff, Mann. Wo geht denn das wieder raus da unten? Da muss die ganze Zeit Wasser raufströmen. Ich verstehe es nicht. Ist ja egal. Nicht unser Problem. Was haben wir hier drin Schönes? Es ist... die Beutetasche, eine praktische Tasche, in der du hauptsächlich im Kampf eroberte Items erstaunen kannst. Oh yes, Mann. Das sind noch richtig cool, Freunde. Komm so drauf, Mann, wir sind schon da. Schon ist gut, ja, komm ja schon. So, sind wir noch oben? Nämlich ein bisschen, aber ich höre irgendwas. Gehen die bereits wieder runter, oder? Noch nicht, wa? Okay, okay, gut. Hallo, ja. Was gibt's in Tetra? Wo ist die Alte? Ah, dort oben ist sie. Hey, Michael, hier bin ich. Ja, ist gut, ich komme ja schon. Was ich meine, so herumkommandieren muss. So, ja, jetzt. Hup, hup, hup. Da drüben ist sie, die verwunschene Bastion. Gut bewachten so. Das ist der Wolkenvogel da links oben, seht ihr den? Und da rechts oben, wo da so eine Art Schiff drauf ist, auf das Ganze aus dem Baumkonstrukt. Da oben ist unser Endboss. Ein Feind, den viele Zelda-Freunde schon lange kennen. Was ist los, so lange wie Nico? Wenn doch noch irgendwas... Oh mein, also so gewettet haben, oder? Nö. Naja, wie auch immer. Sieh mal. Das ist sie, die verwunschene Bastion. Okay, mal gucken. Ja, sieht groß aus. Schwer bewacht aus. Ach du Scheiße, sollen da durchkommen. Früher war das hier nur der Unterschlupf von einer Bande feindlicher Piraten. Da ist der Wolkenvogel. Der Wolkenvogel sage ich schon. Der Maskenkönig heißt der. Aber jetzt scheint es da ja wirklich gefährlich geworden zu sein. Wo ist jemand? Ah, egal. Sieh mal da. Da drüben. Ja, wo denn? Da drüben das Fenster da. Was mit dem? Möwen. Eols Zeichen. Und die Möwen irgendwie bekannt vor? Ja, an der Insel, ja. Ja, aber zum Punkt, also irgendwie. Ist eigentlich überall. Ja. Ja, sag jetzt mal, über dem Spiel müsste doch eigentlich die gleichen Art von Möwen geben. Theoretisch. Die Wachung scheint aber ziemlich streng zu sein. Die finden uns noch, bevor wir überhaupt einen Fuß in Land setzen. Ja, was machen wir da bloß? Wir stellen das wohl am schlausten an.
Ich habe eine Idee. Ja, ich habe eine Befürchtung. Bitte nicht. Nein. Alter, spinnst du? Lass mich raus hier. Bist du des Wahnsinns? Man macht doch nicht so einen Aufstand. Ein paar Opfer muss man bei solchen Unternehmen schon bringen. So ist es halt. Alter, wenn mir alle Knochen brechen. Also ist die Sache völlig ungefährlich. Wir machen das schließlich ständig. Das sollte glauben, ja. Also ist alles bereit? Was sind ordentlich durch die Luft sausen, wenn einen Flug nach Vorschrift sehen? Nein, nein. Also raussteigen. Ich hatte ein schönes Leben. Scheibenkleister. Tschüss. Die hatte doch ein Rad ab. Es gibt einen blauen Fleck. Gott sei Dank war da Wasser. Aber meine Birne. Verwunschene Bastion. Tja, und wir haben kein Schwert mehr. Ist ja super. Toll, und jetzt weiter. Mann, die Alte, wie die eine auf den Zeiger geht. So, wenn die... Oh nein, dein Schwert, da haben wir mal etwas neben gezielt. Bitte was? Ah, schau aber... Ach, dumm aus der Wäsche, wa? Was juckt mich denn da? Der Stein, den wir vorhin haben zugesteckt haben, ist nicht einfalllos wie ein Stein. Mit seiner Hilfe kann ich sehen, was du gerade so treibst. Wie du siehst, können wir sogar kommunizieren, als drücken den Knopf, wenn dieser so aussieht. Wir haben den Stein in dein Statusmenü getan, das du findest, wenn du im Itemmenü klickst. Das ist klar, Mann. Ja, pass einfach dich auf und ja. Ins Licht geraten, genau. Jetzt mal ganz kurz gucken, wieder auf Start. Ja, da unten ist er, wa? Wir haben ein Schild, kein Schwert mehr, schön. Und wir haben den Piratentalisman. Ach du grüne Neune. Bitte was? Achso, die Schatzkarte, genau. 0 von, ich glaube, 50 waren es, was es ursprünglich noch gibt. Ja, aber Leute, ich würde mal sagen, das war's für den ersten sage ich schon, für den Part für heute, sprich zweiter Part insgesamt. Im ersten Part dann werden wir uns da hochschleichen und uns dem Maskenkönig, naja, vorknüpfen nicht direkt, aber werden Errol wiedersehen. Das garantiert. Also dann, bis zum nächsten Mal hier bei The Wind Waker. Link, ich weiß, ist alles beeindruckend und so, aber Mund zu, es zieht. Also da. Bis zum nächsten Mal. Link ist müde. Oder irgendwie verkrampft. Ciao zusammen.